Herzlich willkommen. Wir befinden uns hier auf der Mittleren Brücke und hinter mir ist Kleinbasel, wo heute der höchste Viertag gefeiert wird, nämlich der Vogelgriff. Alle warten schon gespannt. Die Mittlere Brücke ist pumpenvoll, das heisst, alle warten gespannt auf den Tanz, den wir nachher hier werden sehen. Die 3 Ehrengesellschaften werden sich hier auch die Ehre geben, auf der Mittleren Brücke zu erscheinen. Und im Vorfeld, wenn wir noch Zeit haben, so wird es ganz ein paar Stimmungsbilder und Aktionen mitzunehmen, bevor es dann richtig losgeht mit dem Tanz. Interessiert mich vom Marc Faronato, er ist der Einsatzleiter vom Vogelgriff. Wie ist es gelaufen heute mit dem ganzen Dispositiv? Alles zur Zufriedenheit oder hat es grössere Probleme gegeben? Nein, Vogelgriff gibt eigentlich in der Regel absolut keine grösseren Probleme. Wir haben meines Wissens nicht ein Fahrzeug müssen abschleppen. Es hat sehr viele Kinder heute wieder. Und von meiner Sicht ist bis jetzt alles tiptop gelaufen. Der Herr Faronato weiss natürlich, wie es geht, weil man muss ja am Grossbasel den Rücken zuwenden. Das ist auch Sinn und Zweck eben von dem Vogelgriff, wo man dann nachher auf der Mittleren Brücke sehen. Wie viel Arbeit macht das im Vorfeld? Weil die Innenstadt einfach so jetzt verkehrsfrei machen, ist ja nicht ganz so einfach. Was sind die grössten Probleme? Also die grössten Probleme sind im Vorfeld, würde ich mal sagen, die Signaltafeln stellen frühzeitig, dass die Fahrzeuge alle draussen sind. Abschlepptechnisch gibt es im Vergleich zur Fasnacht einiges weniger, weil wir haben ja eigentlich nur Dreigasse, Lindenberg, Utengasse, wo wir verkehrsfrei haben. Also vom verkehrstechnischen Aufwand ist das nicht eine sehr grosse Arbeit. Für die Polizisten selber ist es auch ein spezieller Tag, weil die Uniformierung ist für einmal an einem Tag im Jahr anders. Man merkt, der Hut, sprich der Helm, ist ein anderer. Den haben wir aber nur einmal im Jahr an. Richtig, ja, den haben wir nur im Vogelgriff an. Der ist nachher wieder im Feldwelpenmagazin und wir werden sehr viel auf den Hut angesprochen, auf den Helm. Und mit uns die Hälfte der Zuschauer kommen nur wegen dem Helm und dem Vogelgriff. Wissen Sie aber, woher das kommt, dass man traditionellerweise den Helm anlegt am Vogelgriff? Nein, muss ich ehrlich sagen, nicht. Weil es passt halt vom Anlass her. Es ist ein alter Helm. Ich meine, den haben wir in den 60er Jahren zuletzt noch 3 gehabt. Es gibt auch viele Leute, die den noch kennen, die sagen, ja, das mag mich noch gut erinnern, als ich Kind war, haben Polizisten auch angehabt. Aber wir haben ihn jetzt einfach an, weil es vom Anlass her gut zum Vogelgriff passt. Sie als Einsatzleiter, Sie bestimmen also, wer wo positioniert wird. Ist es ein bisschen so, weil wir sehen ja die Unmenge an Leuten, die sich dafür interessieren, dass es auch bei Ihnen Begehren gibt, wo man sagt, ich wäre dann gerne ganz vorne mit dabei. Wie tun Sie das einteilen? Das wird so ein bisschen so gemacht, dass man schaut, wer ist wo letztes Jahr war. Es gibt Positionen, die sehr begehrt sind, zum Beispiel jetzt hier auf der Mittleren Brücke, da haben wir natürlich eine super Sicht. Und dann schaut man immer ein bisschen, wer ist wo das letzte Jahr war und dann wird es so ein bisschen rotierend gemacht. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wer wie wen schafft. Gut. Jetzt schauen wir mal ganz gespannt in die Richtung. Der Kameramann tut sich wieder in Richtung Kleinbasel drehen, weil genau dort kommt dann nachher eben das ganze Spiel her und dann den Tanz, den wir hier werden können verfolgen hier auf der Mittleren Brücke, dann auch filmisch in Szene setzen. Marc Faronato, viel Erfolg weiterhin, wenig Zwischenfälle und einen schönen Nachmittag und ein gutes Feiern. Gut, das dürfen wir ja nicht als Polizist, oder? Weißt du, im Einsatz? Ja. Nehmen wir einfach so mit, ein bisschen Mineralwasser. Der Tag ist bis um 11, halb 12. Ja. Bin ich jetzt im Einsatz mit meinem Stellvertreter. Also müssen wir schon ein bisschen einteilen. Ja. Aber es geht ja diszipliniert ab hier, das wissen wir. Jetzt haben wir hier ein paar Kinder. Wir gehen mal schnell zu diesen Kindern hier, weil das ist ja für die immer das Grösste. Nehmen wir die Kinder gerade mal mit. Ich komme mal zu euch. Wisst ihr, was wir heute haben? Vogelgriff. Erzähl mir mal etwas über den Vogelgriff. Was wisst ihr davon? Der Vogelgriff ist ein Festtag. Jawohl. Von der Kleinbasler. Von der Kleinbasel. Sind ihr alle aus dem Kleinbasel? Nein, wir sind Großbasel. Aus Grossbasel. Aber Wir sind mit der Klasse hier angekommen, weil, keine Ahnung, die Lehrerin haben gefragt und dann haben jetzt gerade Thema Vogelgriff. aha. Und was habt ihr schon alles gelernt über den Vogelgriff, neben dass es ein hoher Viertag ist im Kleinbasel? Also, dass der Vogelgriff ein Brauch ist und dass es 3 Ehrengesellschaften gibt. Zum Haare, also Wildmann, zum Rabus und zum Griffen. Da kennt sich jemand richtig gut aus. Und für Kinder ist es auch ein bisschen speziell, oder? Was bekommt man am Vogelgriff noch? Man kann Äpfel stehlen vom wilden Mann, aber der wilde Mann wehrt sich auch oft. Und bisher hat noch keine jemand bekommen von uns. Aha, aber das haben wir noch vor, weil die sind da in der besten Position. Jetzt geht es dann gleich los. Weil die sind das nicht, aber wenn man jetzt über die Leute schaut, dann sieht man schon, jetzt kommen hier Fahnen und dann kommen auch die Tamburen und das Ganze wird begleitet. Das heisst, jetzt geht es dann los. Meint ihr, ihr könnt eure Position hier halten? Ja! Wenn wir mal schauen, ich wünsche euch ganz viel
Gehen wir mal hier schauen. Aha, wunderbar. Gut, vorweg funktioniert alles. Es wird jetzt Platz gemacht, damit man nachher auch für den Vogelgriff, für den Tanz und alles, was dazugehört, parat ist. Der Ueli vorweg und wie immer wird natürlich gesammelt und die tun mit ihren Büchsen rasseln, dass dort auch immer wieder ein Batzen reingeworfen wird. Jetzt wird also die Schleuse aufgemacht und jetzt geht es los. Da kommt Ueli vorbei und das ist jetzt schon mal der wilde Mann als erster vorweg. Und die Bilder, die Stimmungsbilder, die nehmen wir jetzt ein bisschen mit, bevor wir den Spielchef der Andi Lehr auch noch ein bisschen hoffentlich ins Visier können nehmen. Es geht los. Danke vielmals. Bravo, Das ist schlafen nach dem Buchlein. Ich denke, die waren nicht so.
So, also, das eins der Highlights vom Vogelgriff, der Tanz auf der mittleren Brücke. Und wie es halt so ist, es geht sau schnell vorbei. Jetzt haben wir hier gerade den Franz Bauer, den wir uns gerade schnappen. Herzlich willkommen. Wir machen das eben immer mit dem Rücken gegen das Grossbasel. Das Abdrehen, das gehört schon dazu, gell? Ja, das ist ja so. Ich meine, man hat es vorher gesehen. Allerdings muss man sagen, der Wildmann läuft ja gegen das Grossbasel. Er tut also nicht immer den Rücken im Grossbasel zudrehen. Wenn du selber könntest eins von diesen Symbolen, von diesen Ehrenzeichen sein, Löwe, Wildmann oder Vogelgriff, welchen Tanz würdest du vollführen? Ja, das ist natürlich eine gute Frage, aber ich sage einfach jeder. Ich meine, der Wildmann, die Wildheit, der Löwe, die Eleganz oder dann einfach der Vogelgriff, wo Stolz, Gravität ist, der Tanz macht. Also jeder hat seine eigene Art. Ja. Dürfen wir von einem guten Jahrgang reden oder spielt das überhaupt keine Rolle? Oh, das ist vielleicht noch zu viel, aber ich glaube, jeder Jahrgang hat seine Besonderheit. Und so oben zieht man Bilanz, wenn etwas fertig ist. Aber ich glaube jetzt schon, wo da das Wichtigste. Und wir freuen uns auf den Tag, der jetzt noch ansteht. Vor allem der Tanz im Waisenhaus. Das ist etwas ganz Besonderes. Wenn man denkt, im Jahr 1750, am 13. Jänner, am Tag, also, was das Rebhaus feiert, da ist der Löwe an einem Schlaganfall tot umgefallen. Und das hat die Geistlichkeit von der Theodra bewogen,
sagen, die Tänze müssen abgeschafft werden. Aber der Pfarrer von der Waisenhauskirche hat die Tänze gerettet, hat den Gegenbeweis können antreten und dafür kommt jedes Jahr Spiel, also Vogelgriff, Leu und Wilmar, kommt ins Waisenhaus und tut dort im Waisenhaus die Referenz erweisen. Etwas Grossartiges. Ich kann mir schon so sagen, dass der Stand vom Rhein schon so tief war, dass der Wildmann gar nicht bis ganz Abend fahren konnte, sondern er musste auf der Grossbaselseite anlegen und konnte durchs Kiesbett durchlaufen. Das ist so eine Besonderheit. Ja, ich glaube, das ist ein kleines Märchen, wo man erzählt. Aber Tatsache ist, dass vor ein paar wenigen Jahren es nicht viel gefehlt hat. Der Rhein hat zu viel Wasser gehabt und dann hat er müssen einen grossen Teil vom Weg laufen und nicht etwa mit dem Floss der Rhein abgehen. Das ist über 10 Jahre her. Aber das sind so Szenarien, die sind eingeübt. Also ist man darauf vorbereitet oder lässt man es einfach auf sich zukommen? Nein, die Szenarien sind ganz klar da. Man muss damit rechnen, dass die Talfahrt nicht stattfinden kann. Das ist ganz klar. Und man ist überrascht worden vor etwa 20 Jahren von Eisregen, wo man blitzartig am Morgen noch schnell in ein Warenhaus gegangen ist, Eiseli kaufen, hat die montiert und dann hat der Leu, Vogelgriff und Wilmar trotzdem können tanzen, weil sie das hatten. Wo geht der Franz Bauer jetzt noch an? Was ist das nächste Highlight? Das nächste Highlight ist das Waisenhaus. Das möchte ich mir in den Golo und nachher natürlich das Griffenmäli. Besten Dank. Dann genieß noch den schönen Viertag, den du hast heute. Und bis zum nächsten. Ich habe gerade da vorne noch eine interessante Fraktion entdeckt, nämlich ein paar Leute aus Riechen. Und da interessiert mich natürlich, was jetzt Riechen hier in Basel macht. Da gehen wir noch ganz schnell an. Den Karl Schweizer habe ich hier entdeckt. Eduard Rutschmann, ich komme gerade hier in. Das ist eine Riechen-Fraktion. Was machen die Riechen jetzt hier heute in Basel? Kein Theater, wir sind einfach da und freuen uns mit der Kleinbasel, dass wir das zuschauen dürfen. Riechen als Gemeinde von Basel, wie ist jetzt die Verbundenheit mit dem Vogelgriff hier, mit Basel selber? Ja, das Kleinbasel ist ja eine Art Nachbargemeinde von Riechen, von dem her sind wir sehr verbunden und haben Freude an dem, was da passiert. Herr Schweizer, sind Sie jedes Jahr dabei? Ja, fast jedes Jahr, das ist richtig so. Wunderbar. Und Sie sind jetzt in der ersten Reihe mit gewesen. Welchen Tanz würden Sie noch vollführen, wenn man Sie jetzt fragen würde? Am Menschen oder Vogelgriff, der hat mich einigermaßen überschaubar gedacht, ja. Ist wahr? Ja. Kann ich Sie mal nachtanzen? Ja, machen Sie die Musik dazu. Und wo geht es jetzt noch an? Was habt ihr jetzt noch vor? Ja, sicher gehen wir noch einen Apero. Kann ich mir vorstellen, dass es doch noch etwas gibt. Wir haben schon zwar ein Gläschen Wein gehabt, aber wir möchten schon noch eins verleiden. Tut man da noch ein bisschen weibeln für den Wahlkampf? Bringt das überhaupt etwas? Ja, eine Kleinigkeit schon, sicher. Aber heute ist das nicht prioritär. Heute wollen wir das Vergnügen haben. Also dann entlösen wir euch jetzt. Dankeschön vielmals und genießt den Vogelgriff. Genießt noch alles, was kommt. Besten Dank, merci vielmals. Und wo geht es jetzt an? Jetzt ans Griffenmühle. Jetzt ans Griffenmühle. Und man hat schon das erste Davi hat man schon, oder? Weil man muss ja natürlich auch dementsprechend immer wieder Größte ziehen, vor allem wenn es ein Kiel ist. Aber das hat gehabt, weil es hat geheissen, es käme Regen. Und das zeigt wieder einmal, der Wettergott ist ein Kleinbasel. Ja, eindeutig. Gut, also, entlösen wir wieder die Fraktion Riechen weiter. Und irgendwo, habe ich gehört, könnte man dann vielleicht noch, zum Beispiel der Regierungspräsident, morgen aufgabeln. Aber wo er genau ist, das kann ich jetzt so auch nicht sagen, weil Sie sehen, und das ist das Faszinierende am Vogelgriff, es geht nur kurz im Moment und dann ist die Mittlere Brücke schon wieder total leer. Und ich denke, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass wenn viele zusammen sind, man auch diszipliniert miteinander kann umgehen, ohne dass es nachher größere Probleme gibt, ein Gestunk oder ein Stau oder was auch immer. Wenn wir so ein bisschen umschauen, kann ich ihn jetzt gerade so nicht erblicken, aber eins kann ich schon mal sagen, vor allem das, wie es geheißen, wie das Wetter soll werden, ist es heute eigentlich ein wunderschöner Tag für den höchsten Viertag vom Kleinbasel, der Vogelgriff. Wir haben wunderbare Impressionen mitbekommen. Wir haben können sehen, wie die Tänze so vor sich stattgehen und wir haben den Spielchef gesehen. Natürlich, leider haben wir nicht mit dem schwätzen, aber für alle die dabei sind jetzt und live mitgeschaut haben, die haben gesehen, es geht halt zackig. Das ist ein Programmpunkt nach dem anderen. Da geht es streng zu und her. Schon das erste Velo kreuzt uns hier auf der Mittleren Brücke. Der Verkehr, der ist wieder eröffnet. Das wäre jetzt gerade da. Schaut das Velo genau wunderbar. Und irgendwann mal wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Minuten so weit sein, dass es Tram hier weiterfahren. Und wie das gehört in dieser Stadt, sind auch schon die ersten Putzekippen unterwegs und die da schon zusammen rum. Aber viel Dreck hat es ja so nicht gegeben. Ich denke, wir dürfen von einem ganz erfolgreichen Vogelgriff bis jetzt reden. Das geht natürlich noch bis in die späte Nacht hinein. Und wir wissen es, da wird auch gerne gefeiert, da wird
jeder gerne gefestet. Es gibt jetzt noch viele Highlights. Und all die Highlights, und dafür möchte ich sie schon ein bisschen schmackhaft machen, die sehen Sie selbstverständlich auch heute oben im 7 von 7. Wir sind mit mehreren Teams unterwegs und die besten Impressionen, die schönsten Bilder für Sie einfangen, zusammenfassen und dann im 7 von 7 wiedergeben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dabei sind. Und bevor wir jetzt überfahren werden von den Velo, die gestartet haben, und nachher die Tram, die wahrscheinlich werden kommen, plus der Auto- und der Busverkehr, gehen wir wieder zurück ins Studio.